Goedemorgen allen. Jezus leeft. Wat van een grote vrijheid dan staat hij af, niet? Dat is de laatste week, wel, in feite, dat we eerst ovens we herkomen, dan we horen allemaal naar radio, wanneer we herkomen te Bibelstunden, het komt krachtig uit dat früher met hoopning aankomen is. Ik heb dat ganze programma durchgehorchen, wat hier zijn. Eerst ovens reden ze daarvan, van tekens, wat voor tekens, daar werden verschiedene dingen een van dat we wat zijn, wat signs, wat bewijst dat van einer Weise ist. Wat zijn dingen, wo einer dat aan kan zijn. En entweder dat een drie Müll kreeg. So, wanneer die mij zijn dat ik eenmaal water drinken zou, dan weet je dat ik naar wijs zijn. En als ik thuis dan studeren zou, dan heb ik gar niet probleem damit. Ik drink lange niet, dan zeg ik, maar ik drink lange niet genoeg water. So, dat is een teken. Weet je, mij is dat wichtig. Wanneer ik de werkgever studeren zou, nog veel lang vooruit studeren zou, zijn woorden her wel gaan, wat ik zal reden, dan te weten dat dat zeer wichtig is, because wat hier gezegd wordt, we hopen dat dat wordt aangewandt worden. Dat de Heeren dat worden aanwenden en dat worden uitleven. So, wenn einer nu eine anrechte Botschaft bringen wird, oder was anrichtet bringen wird, dann ist das sehr schädlich. So, mir ist das sehr wichtig, dass, was ich sagen darf, dass dort wird stemmen mit Gottes Wort. Und dort zu tun, dass ich mehr kann überzeugt sein, dass dort wird stemmen, was ich sagen darf, dass ich ein Teil von Gottes Wort lesen. Und ich würde von der Weise fragen, ob je eine Bibel aufmachen. Und je haben die Plautdietsche Bibel, dass je eine Bibel aufmachen in 3. und Nehemia, Kapitel 1. Und ich will von der uit Nehemia reden. Und ich will nicht für andere Schriftstellen, die wir jetzt betrachten, was da mit zu tun haben. Mein Thema für vandaag habe ich mir gewählt, als Nehemia als Beispiel an Missionsdienst oder an Leidashauf. Mir ist das all durch die Jahre all sehr, sehr wichtig gewesen, sehr wertvoll gewesen, wenn ich Nehemia sein Leben betrachten darf und was er für ein Wort hat für seine eigenen Menschen und was er damit tut. Er hat ein sehr großes Hart, sehr großes Besorgnis. Und wir sehen dort, dass er da Wort macht. Und mir ist das letzte Werk besonders sehr abfallend gewesen, an dem, dass ich mir reinmerke, dass für diese Botschaft, ich kriege noch, wenn es ziemlich eng in Israel ihr Leben nennen. En ik kijk naar 2. Chronica, die besonders voor kapitel 33, 36 studieren. 2. Chronik, 33, 36. Daar zijn we dat, we zijn dat en veel meer, dat je ganze leven, maar daar zijn we dat besonders waren. En dat zijn ongeveer de laatste 85, tussen 85 en 100 jaar voor Esther zijn tijd. Voor de tijd dat Jeruzalem teruggebracht wordt van de gevangenschap. Du wist dat wo dat komen deed, wo dat aanvangen deed en dan waar Jeruzalem wordt verstierd, ganz vernicht in zijn gevangenschap. En dan komen dan aan Esra, de burg Esra, daar zijn we dat wo ze terugkomen en wo de tempel gebouwd wordt. En dan Nehemia, dat von da wieder reden, wieder schreiben, und er kommt da an das Picture an. Und wollen wir mal Nehemia Kapitel 1 anfangen zu lesen. Wir lesen da die ersten 11 Verse.
En weil wir sehr aufmerksam zijn, en hier zijn gewassen weer waren, ik zei dat, meestal wanneer ik de boodschap brengen, dat es sehr wichtig, dass wir jeder Wort, was wir lesen, was da geschrieben ist, dass wir das betrachten. Because die Bibel sagt, dass jeder Punkt, jeder Titel ist sehr wichtig, was an der Heilige Schrift ist. Also da sind was kleine Wörter, was wir fächen, oder verschiedene Wörter, was wir lesen, was wir große Übergehen, und haben nicht sehr viele Meinungen, nicht, was wir da lesen. Aber wenn wir dort dicht studieren, sehr careful studieren, da wo wir an der Wert, da bei der kleine Wert, oder die Punkte und Kommersen, so wieder, was da sind, da hat eine große Bedeutung. Wir fangen an mit Kapitel 1, Vers 1 zu lesen. Da sagt das ist das. Das ist Nehemia, das 14 genommen sein, Hakalia, sein Sehen, seine Geschichte. Das passiert an dem Monat Kislev, an dem 20. Jahr, als ich an der versicherte Stadt an Susa war. Dann kam Hanani, einer von meinen Brüdern, mit einem Mann aus Judanomie, und ich frug an, wo der Übergebliebene von den Juden dort ging, was nicht an der Gefangenschaft verschleppt werden, und wo Jerusalem dort ging. Und sie sagten zu mir, die wird mit dem Leben davon gekommen sein und an der Gefangenschaft zurückgetragen sind, aus der Gefangenschaft zurückgetragen sind, leben dort am Land in ein gerautet Anlag entschont. Die Staatsmeer von Jerusalem liegt durchgebrochen und die Porten sind verbrannt. Als ich diese Wort hielt, sagt Nehemia, sah ich mich doll und hielt und trüd, deren lang, und deed fasten und beten, vor dem Gott am Himmel, und seht, Oberherr, du Gott am Himmel, du großer und gefürchteter Gott, du stehst treu zu deinen Bund und zu dir, die treuhartig Gott sind und deine Geboten halten. Lass deine Ohren doch herhorchen und deine Ohren abseinen, dass dienen deiner sein Gebet hielt, was ich für die Tage nach verdiene deiner an Israel beten darf. Ich bekann die Israeliten ihre Sünden, was wir an die getan haben. Ich und meine Vater seine Familie haben auch gesündigt. Wir haben die Beiset angetan, wie wir deine Geboten, Anordnungen und Rechten nicht gehalten haben, was du durch Dienen deiner Moses angeordnet hast. Denk aber doch an die Wert, was du zu Dienen deiner Moses sein willst. Wenn je mich antreu wollen, weil ich jünd mag de falsche verstehen. Wenn je aber terug nach mir kommen und meine Geboten holen und befolgen, dann will ich auch, wenn je versprecht sind, bald am Eng vom Himmel, jünd doch von dort top lesen und jünd nur die Stadt bringen, die ich ausgesagt habe, dass mein Name da wohnt. Sie sind jedoch die deiner und dein Volk, was du gerat hast durch deine große Kraft und deine starke Hand. Aber Herr, lass deine Ohren herhorchen, nur das Gebet von denen deiner und ab die Gebete von denen deiner, was deine Namen fürchten. Und lass denen deiner dort von der gelachen und jaf am Genot für diesen Mann. Ich will dem König
dort trinken, einschenken deid. Aber so wird Gott sein Wort lesen. Wollen wir noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Samariens noch einmal für dein Wort. Herr, wir sind so dankbar, dass wir dein Wort in unser Hängen haben. Vielfach wird dein Wort sehr zu sich geschoben und hingelassen. Herr, wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir danken dir, dass jeder Wort, jeder Titel der Bahnen hat eine Meinung. Wir danken dir, dass dort die Kraft Gottes ist, seilig zu machen, all die daran glauben. Wir danken dir, Herr, dass wir da Bahnen die Geschichte von dem Volk Israel haben, auch von all der anderen Volk. Und wir weiten, Herr, das ist doch eine Ursache. Wir danken dir für das Alte, für das Neue Testament. Von der bete ich, Herr, dass du uns machst in diesen Aufschnitt, und was wir wieder wollen betrachten, dass du uns machst unsere Ohren und Horten abdaunen, dass wir möchten seinen Wort da bannen erst für uns von der, was wir können anwenden an uns Leben. Wo wir die nicht genau, die Mercy, was du hast für uns, was du uns da bannen wiesen hast. Wir seien da Herr, wenn wir auf ein Erweich kommen, dann sind doch Konsequenzen. Aber die Wort dort sagt uns, auch wann wir zurückkommen und wann wir unsere Sinn bekennen, dann tauschen und wir drehen uns zurück nur die, dann sagt die Wort, dann hast du uns vergeben, du stellst uns auf den Grund für Jesus, wo Jesus Christus der Einstein ist. Herr, so als Israel einmal Hanen träging, so sei wir auch dann unsere deutschen Menschen, die haben sich weggedreht von dir. Viele Hunderte und Tausende Menschen haben sich von dir weggedreht. Ich bete, großer Gott, dass du musst die erbarmen über dich. Musst du uns geben, Herr, dass wir mochten dein Wort mochten bringen, wiederbringen, dass die können gerat werden. Nu bete ich, Herr, dass du mich musst leiden und mich brüchen, so als du das weißt. Das bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Ik wil een klein beetje den Hintergrund sein, bloß ein klein beetje. Als ich witzig studieren, dann will ich seinen Worten in ihrer Lehre wieder und so wieder. Dann studiere ich und studiere, und einmal wollte ich an, ich habe da bloß für den Hintergrund, bloß zum seinen, wo für Lehre sie bannen wir und so wieder. Habe ich so viel Material all studiert, dass ich eine Serie davon machen, mehrere Botschaften. Aber ich wollte mir eigentlich, ich würde bloß zurückkommen und bloß ein paar von den Schriftstellen lesen, bloß dass wir seinen dein Wort, den Lehre, wir und so wieder. Kapitel 33, Vers 36, wir ungefähr 85 Jahre oder 85 Jahre, wo das immer nach und rauf ging mit das Volk Israel. Wollen wir mal drehen, zweite Chronik, weil bloß 3, 2 Beker 3, klein Ängste 3, der ist erster, und dann wird zweite Chronik. Und da Vers 33, und ich wollte da ein paar Verse lesen, 1 und 2, erstlich, mit den 3 Hansen, das ja mitlesen. Und was mir gefällt, dass wir die deutsche Bibel haben, und wir haben die selbstliche Übersetzung. Wir dürfen im Englischen, dann haben wir verschiedene Übersetzungen, und dann darf das einmal, ich habe nicht ganz gleich verstanden. Aber in diesem Fall haben wir die selbstliche Bibel. Wollen wir mal lesen, Vers 33. Da sagen wir, dass die Überschrift, wo König Manasse von der Jätter dient, und sie Strophe davon. Das ist ein klein bisschen sein. Vers 1 sagt, Manasse war 12 Jahre alt, als er König war, und er regiert 55 Jahre in Jerusalem. Und dann Vers 2 sagt, das was er deit. Und er deit, was dem Herrn schlecht gefallen und lebt nach der abscheulichen Sitten von der fremden Völker, was der Herr für die Israeliten
verdreven hat. Und weil je da wieder lesen, und ich würde jetzt Mut geben, tuesdayche Werk nehmen und lesen von hier ganz durch, zu seinen Worten erreicht passieren. Aber wir sehen dort hier, dass Manasse, dass wir ungefähr in 85 Jahren, bis 100 Jahren, wenn ich reich bin, so wird vor dem dort Esra geschrieben wird. Also da wird eine ziemliche Zeit, wo sie nach Ammonab und raufgehen leiden. Aber hier, wo wir reden, sehen wir dort, dass dort wird dem Herrn schlecht gefallen. Oder was gegen Gott wäre, wo wir wieder raufkommen, da sehen wir dort ein Heilbüt Altäre, wo wir bei Vers 5 gehen, ein Heilbüt Altaren, für dort ganze Herr von Stils und Bed verheven am Tempel. So hat dort alle Verdorbenen mit Aufjäterie und wieder wir lesen, dann sehen wir da, was er für Aufjäterie hat, wo er das Volk und sein nehmen. Aber ich will hier ein klein bisschen was sagen, mir wird das interessant, wo wir sagen, Testament, auch im Neuen Testament, wo ein Mann von der Kraft hat, da ein Volk, eine Nation, entweder raufzubringen oder abzubringen. Und mir macht das Staunen einmal, wo ich sage, wo Gott, meist einmal anfangen mit einem Mann. Wenn wir die Bibel studieren, dann passt das mal ab. Das an Moses in Fall ist dort, Gott nimmt einen Mann und dann, das er damit anfangen und dann, of course, dann kommen andere Männer zum Schien und so weiter, was er dann mithelfen dann. Aber allgemein fängt das an mit einem Mann. Und hier sagt das Manasse, da wir ein König, wo das Volk eine Aufjäterie anbringen darf. Von der Tag, wo wir kicken dann, was passiert an uns, in das Land, in Kanada, und besonders in den US, nu, weil wir haben ja abgepasst, was passiert während der Election. Und nicht, wir haben nur abgepasst, was passiert. Wie es mich interessiert hat, zu sagen, ich habe mich sehr interessiert, was passiert in Israel. Wie es die ganze Zeit von hier wieder, es hat sehr viel zu tun mit, was passiert in Israel. Und die Election, der Präsident der Regierung, was die US hat, die Amerika hat sehr viel zu tun mit, was in Israel passieren wird. Und mir ist das sehr traurig, was da angehen wird, an einem Weg, wo die Leiter am Land, was da alles proben rauszubringen, was irgendwas von Gott oder Gott heiten das, rauszubringen und den eigenen Weg proben durchzuführen und dann auf Lehrers, Anbrechtigkeit, was immer, den Weg durchzuführen. Das mich wundert, dass Wort von der Kraft eine Person hat. Und wo der kann das Volk raufladen oder nachbringen. So, wir beten sehr viel dafür. Weil wir lesen Vers Chroniker 33, 1 Vers 2 und dann Vers 8. Dann sagt er dort, das was der Herr sagt, wann sei mir gehorchen und alle Geboten und Vorschriften und mein Gesetz befolgen, was ich an der ich Moses gegeben habe, dann wo ich dort nicht zulassen, dort sei aus dort Land verdreven worden, was ich vorher gesagt habe. Hier sagt Gott, wann sie wollen dort folgen, was er gegeben hat, durch Moses, da wird er dort nicht zulassen, dass sie verdorben worden, dass sie wollen zugrunde gebracht worden von der falschen Ramam. Also eine sehr große Versprechung. Dann 33, Vers 12 und 13, ich muss wieder gehen, Vers 12 und 13 sagt es das. Hier sehen wir dort, dass Manasse
den ersten Part von seiner Regierung, dort er die Israeliten auf die Arena bringen. Und dann sehen wir, dass er umdrehen deit. Und dann Vers 12 sagt er, aus Manasse und der vertwiebelte Lehrwehr, prachet er dem Herrn seinen Gott und deit sich unter seine Voders ihren Gott deimulten. Wenn es eine Vertwieblung, wie sie das sagt, wo er bannen wir, dann sehen wir dort, dann deit er sich deimulten und prachet am Mitleid und Vers 13. Und der Herr erhielt sein Gebet und brachte am Waratrein nach Jerusalem und sein Königreich nahen. Da sagt Manasse dort, dass der Herr der wirkliche Gott ist. Also sehen wir dort, was passiert, wenn der Mensch sich bekehren wird oder umdrehen wird. Wir können noch mehr Versen da lesen, aber das ist, wie gesagt, da wir lesen, das sind ein Teil Verse, was da wiesen, da dass eben ein, was da passieren wird. Aber ich will nu gleich terugtun hier nach Nehemia, Kapitel 1. Und dann die Versen gewisse Dinge besonders betrachten. Dort Vers 1, Vers 2. Vers 1 sagen wir dort als Nehemia, er sagt, er hat sie Namen geben, das ist Nehemia, sagt er, wo er von her ist, wer seine Vater ist und so weiter, wo er von her kommt. Und er hat doch die Zeit an, er sagt dort, dass das 20. Jahr, das 20. Jahr, als ich an der versicherte Stadt an Susavia. Dann Vers 2 sagt er, dann kam Hanani, einer von meinen Brüdern, mit einem Mann aus Juda Nomi. Und ich frug an, wir sehen dort, dass Nehemia, der hat ein sehr deepes Besorgnis für sein Volk, für die Juden. Wie es das Mann Hanani da ankommen deit, dann frug er, wo steht es da mit meinen Brüdern? Wir sehen dort, dass Nehemia hat, er sagt nicht nur Arbeit. Nehemia hat eine sehr wichtige Arbeit. Und das sagt er an Vers 11. Er sagt, ich wie die dem König dort trinken, anschenken deit. Nehemia wie die, was vor dem König wir, was dort, da war wir studieren, und was er meint, wie die, was dort, dem dort Trink angeten deit, und das wird gesagt, dass wir auch die dort muss schmecken für den König, zu sein, ob dort wirklich safe wird zu trinken, dass er nicht mal immer verjährt wird, dass der König wird verjährt worden. Also er muss sein Leben aufs Spiel setzen für den König. Eine sehr wichtige Arbeit, und er nimmt das sehr wichtig, wir wollen das nur sein. Aber er sagt hier, dann kam Hanani, einer von meinen Brüdern, und ich frug an, wo die Übergebliebenen von den Juden dort ging, was nicht in die Gefangenschaft verschleppt werden, und wo Jerusalem dort ging. Und dann Vers 3. Und sie sagten zu mir, die, die mit dem Leben davon gekommen sind und aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind, leben dort am Land an ein großes Anleg in Schand. Der Staatsmeer von Jerusalem liegt durchgebrochen und die Pforten sind verbrannt. Wenn wir in 2. Chronik lesen, dann, wo wir wieder würden lesen, dann sehen wir dort, der Titel kam, wo Nebuchadnezzar kam in die Stadt und er allem dort merken, Menschen, alt ob jung, Mann, Frühes, Bejahrtes, hat kein Ansehen der Person. Die möchten Menschen dort, dann sind alle Häuser im Tempel und alle Wegen, da schmeißen sie vier an und verbrennen dort alle. Also dort wird was passieren, vor dem, dass sie an die 70 Jahre babylonische Gefangenschaft angeschleppt werden. Und hier kriegt, das ist all, wo Erster wurden da studieren, dann sehen wir dort, dass Erster wir all gewohnt, der Tempel wir all gebaut, aber an der Zeit wir eine höhere Mehrraum Stadt, wir sehr, sehr wichtig. Von der Tag hat dort sehr, sehr wenig Meinung.
Da wordt even geschoten, da wordt verboven die vleuren en het wordt af een meer, grote meer te doen. We zagen dat in Benghazi en Libya. Wat daar passeren, dat nu ganz kort. Dat wordt in juli gebeurd. Dan de terrorist, dat is daar durch, scheiden hadden 14 zo grote lach, wat er uitgeblost wordt uit de meer, waar de American ambassador weer. En zo zijn we het een of andere. En dan staat je lotus op vielleicht een maand, wat dat een beetje even een maand 3, wat andere is, met 2 maanden vielleicht. Wie ze daar zich aanbreken en verbranden dat alle, de feier van de American ambassador, en nog 3 andere, wat daar schaffen doodmaken. Als een grote meer heeft, meist keine Bedienung mehr. Aber zu der Zeit wird es sehr wichtig, dass da eine große Mehrraum wird, dass der Enemy da nicht hineinkommen, die Feinde nicht hineinkommen. Und das Hanani sagte, Nehemiah sagte, die haben den Wendel gebrochen und alles, der Tempel ist da, aber das Volk ist eine große Furcht da, eine sehr schwierige Zeit. Wenn Nehemiah das gehört hat, was tut er? Was passiert, wenn er das gehört hat, den Bericht kriegt, was da passieren wird? In Vers 4 sagt er, als ich diese Welt hier, sah ich mich doll und heel und trürt. Jahrelang. Diese Welt ist mir sehr wichtig. Wo du und ich die Bedürfnisse entgegengehen, als von einer sehr großen Bedienung. Weil ich war jetzt abends an, dass wenn es hier mitgeteilt wird und dann ein Gebet während so wieder, dann war ich an, da war einer kam von Mexiko, einer im Bereich von Appelschien, also Appelschiener, Happenschien, weil in hinein wurde, dich belesen wurde von verschiedenen Städten. Und Teil der Nacht wird am Hort liegen, wo die Menschen dort gehen. Wir hören von Bolivia, wir hören gestern nicht der Teil Nacht, wo dort Lisa Hiebert dort geht. Das Jahr, 21 Jahre, der ist in Kanada gekommen, ist dort furchtbar sehr verletzt, ihr ganzes Leben lang abused worden, sexually abused von Vater und so weiter, und verschiedene Dinge, furchtbar Leben. Das was mitgeteilt wird. Weißt du, wie eine teilt das mit, die andere teilt das mit. Aber ich sage, dass viele Leute sich Kirche, die haben ein großes Besorgnis. Und die teilen das mit. Wenn wir dort hören, wo geht uns dort? Wo feilen wir, wenn wir das hören? Nehemiah sagt, dass wie es das hier, das erste, was tut, als ich diese Welt hier, sah ich mich doll und hielt und trürt, deren lang, und das Fasten und Beten für den Gott im Himmel. Das wo Nehemiah anfangen. Geschwister, ich glaube, das wo du und ich sollen anfangen. Ob das ein Bedürfnis ist in unserer eigenen Familie, ob das ein Bedürfnis ist mit unseren Freunden, in Mexiko, Bolivia, und wo immer das ist, und Belize, wo immer das ist. Und wenn wir dort hier und die Bedürfnisse, was da sind, wo Menschen am Verdorben sind, das, wo wir anfangen dann. Wir gehen vor Gott und wir beten. Und weißt du, das ist nicht mit anderen, weil wir, das ist nicht mit anderen, wenn wir auch healen dann leben. Weißt du, willst der Herr Jesus über Jerusalem kicken, Entschuldige. Willst der Herr Jesus über Jerusalem kicken, dann sagt er heil über Jerusalem. Er sagt, wofür möchte ein Kind haben? Top genommen, das noch locker Kickel nehmen, und ihre Pflichten
aber sagte, ihr habt nicht gewollt. Also das war Nehemia anfangen. Er hat Fasten und Beten von der Zeit. Und seht, das ist was er sagen deed in Vers 4. Oberherr, du Gott im Himmel, du große und je fürchte Gott, du stehst treu zu deinem Bund und die treuhartig Gott sein und deine Geboten holen. Wenn wir Nehemia betrachten, dann sehen wir dort, dass er Gott sein Wort nehmen. Er hat Gott seine Versprechungen, die er gegeben hat, der Jeremia hat gesagt, und by the way, Jeremia, der hat geprophezeit, dass der Zeit wird kommen, wo Jerusalem wird ganz vernichtet werden, und Jesus hat das selbst sagen. Dass der Zeit wird kommen, wo das ganz wird vernichtet. Der Tempel wird ganz durchgebrochen werden, verbrannt werden, nicht ein Stein wird ab dem anderen sein. Aber Nehemia wisst nicht bloß dort, er wusste doch die Versprechung, was Gott gegeben hat. Er hat gegeben, wann ihr verschmäht wollen und verspreit wollen über die ganze Welt, aber wann ihr wollen zurückkommen, dann wo ich könnt wahre Träge annehmen. Das war Nehemia von Denken helfen. Weil wir mal noch 2. Chronik 36, Vers 19, ein Vers lesen davon. 36, Vers 19. Dort sagt er, dann leitet der Herr dem Chaldäer-König jäger ankommen und leitet er die junge Kriegsmänner mit dem Schwert doodschlagen. Der letzte Kampf am Heiligtum. Nebukadnezar verschont keinem, nicht Junges, auch nicht Miales, auch nicht der Aule, der Schwache. Der Herr gibt an alle an seine Gewalt. Und wieder gehen da, wo seinen wird alles passieren, da der Tempel wird, dort für alle geprophezeit, Nehemia wusste. Aber er sagt, du hast, und dann Vers 4 sagt er, und seht, aber Herr, du Gott im Himmel. Dann Vers 6 sagt, lot deine Ohren doch herhorchen und deine Ohren aufsannen, dass du dienen deiner sein Gebet hörst, wenn ich für die Tag und Nacht für deine der Israeliten beten da. Dann horcht für das nächste Part, was er sagen wird. In sein Gebet sagt er, ich bekann die Israeliten ihre Sünden. Einmal an gedacht, dass wir ein Verrecht haben, das hört sich vielleicht interessant. Weil wenn wir beten, dann beten wir allgemein, Herr, bring die Menschen bei dir, dass sie ihre Sünden wollen bekennen. Mir ist es sehr interessant, wenn ich wenn ich Nehemia hier betrachten darf, Daniel betrachten darf, dann sage ich dort, dass sie sich mit anschließen dann. Ich bekann die Israeliten ihre Sünden, das Wort wie, nicht je. Wir sind ja nicht an den Fingern gewesen, dass je sind es dort. Weißt du, wie es in Bolivia, wir haben mehrere Jahre 3. Wir sind da abbrechen, dann mit was passieren, dann so wieder, dann rede ich mit den Predigten sein. Wo das Semana, wo sinnvoll das sind, dass keine Möglichkeit hat, dass überhaupt geraten werden kann. Und ich sage, weil wir mal sein, was Daniel sein wird. Weißt du, wir haben uns wir glauben, wir stehen reich mit Gott, wie wir sind die Finger nach dem Nächsten. Ich sage, weil wir mal da und auf was Daniel wird Nehemia sein, weil wir mal sagen, wir haben ja in die gesündigt. Denk bloß an, jeder einer, die meisten von uns, die kommen aus solchen Hintergrund her, was ich herkomme da. Und ich hier Zeugnis immer und immer, mitteilen, wo ich sind, aus der Sinn rausgekommen, wo Gott hat helfen.
Weet je, wie wären alle an der Lehrbahn? Gott sei Dank, dass er hat uns zum Licht gebracht, wann das hat, was wir dem Herrn haben angenommen. Aber weißt du, wir sind mal eine Generation, in meinem Fall ist das bloß eine Generation, in meiner Generation kommt das Licht vom Evangelium näher. Aber wir kommen von dort, ich glaube, das ist nicht mehr anderes mehr sein. Herr, wir haben gesündigt, unsere Vorväter haben gesündigt. Daniel Kapitel 4, wo wir würden lesen, weil wir ein bisschen da handrehen. Daniel Kapitel 4, Daniel Kapitel 9, Vers 4. Daniel sein Gebet betrachtet und sagt er, ich sah mir ein Sargkleider und Ausschan, und das wird wir uns, Daniel, wir trägen ein klein bisschen noch Vers 2. Und das erste Jahr aus Darius, kenne ich wir, sag ich an unsere Bücher, dass der Herr dem Prophet Jeremia gesagt hat, wo lang Jerusalem vernichtet liegen wird. Dort würden 70 Jahre sein. Wo fängt Daniel dort? Daniel, wie ein Mann Gottes, nennen wir das so, ja. Haben wir auch in der Gefangenschaft. Das sage ich dort, und wenn wir dort studieren, dann sagen wir dort, das ist ungefähr 2 Jahre vor die 70 Jahre zum Einkommen dann. Wo Daniel mit einmal das Gesetz fängt und las die Bahnen und sagt die Bahnen, und fängt dort, dass Jeremia hat lang 3 Jahre geprophezeit, dass Jerusalem wird 70 Jahre an die Gefangenschaft angenommen worden. Und wie sie das sein wird, dann sagt er in Vers 3, ich sah mir ein Sargkleider und Ausschan und fing an zu fasten und beten, ernstlich zum Herrn, meinen Gott. Und mein Gebet bekannt ich die Sünden von meinem Volk. Ich sehe, Herr, du großer und standhaftiger Gott, die du dienen versperrten Bund hältst, dass du uns treuhaftig Leib bewiesen warst, wann wir die Gott sind oder wann wir die Leiben in deine Geboten halten. Wir haben gesündigt, wir sind schlecht gewesen und haben Unrecht getan. Wir haben deine Geboten und Vorschriften nicht gehalten. Wir haben nicht deine der Propheten gehorcht, die an deinen Namen zu unseren Königs und der Volkslehrer zu unsere Vorders und das ganze Volk geredet haben. Herr, du hast immer dort Rechte getan, aber wir haben schon auf uns gebracht. Die wir von Juda und Jerusalem und Israel kommen, die wir weit und breit an verschiedene Länder verstreut sind, wie wir die nicht treu bleiben. Herr, unsere Königs und Volkslehrer und Vorders haben schon auf uns gebracht, dadurch, dass sie die gesündigt haben. Du, Herr, uns Gott, hast genug verjährt, wann wir auch sind, die gewesen. So jetzt an sein Gebet. Er hat sich anschließen, Christus Nehemiah, er sagt, wir haben für die gesündigt. Und dann geht Nehemiah wieder und sagt, lot deine Ohren doch herhorchen und versahst, und deine Ohren absahnen, dass du dienen deiner, sein Gebet hirst, was ich für die Tag und Nacht für diene deiner, die Israeliten beten da. Ich bekanne ihre Sünden, sagt er dann, was wir an die getan haben. Ich und mein Vater, seine Familie, haben auch gesündigt. Wir haben die Beiset angetan, wie wir die Geboten, Anordnungen und Rechten nicht gehalten haben, was du durch deiner Moses anordnen denkst. Denk über daran. Sie hier, das Gott war denken helfen, wann trotzdem, dass sie in dieser Lehrbahn sind, sagt er, du hast uns versprochen, Herr. Und hier ist ein Versprechen, den bringe ich für dich, sagt er. Denk aber doch an die Welt, was du in deiner Moses sein willst. Wenn je mit antreu waren, weil ich manche falsche verstehen.
Und das wird passiert wie nu. Und 5. Mose, Feier 27 und wieder, wo wir dort sein. Wenn die über kommen, sie hier es war eine If-Clause. Wir sagen, das waren überhaupt nicht wir. Aber weißt du, das Wort waren, hat eine sehr große Bedeutung. Und hier besonders, Nehemiah sagt, das ist die Versprechung, was Gott gegeben hat, sagt er, wenn je über noch mitkommen, in meine Geboten holen und befolgen, dann will ich auch, wenn je versprengt sind, wird eng vom Himmel, jeden Tag von da top lesen und jeden nur die Stadt bringen, die ich ausgesagt habe, dort mein Namen dort wohnt. Und wir können hier, weil wir wurden jetzt ein klein bisschen besiegt, meine Botschaft von der, aber wenn wir würden sein, was passieren mit Israel von der, was Gott seine Versprechung ist, dass er wird ein Tag, er hat das ewig getan, aber seit Jesus seine Zeit drehen die Juden, dreht Gott sich sozusagen weich von Israel als Nation und die mit den Händen arbeiten, aber trotzdem viele Juden von der Tag sich bekehren dann. Aber weißt du, Schwester, der Tag wird kommen, wenn Gott wird mit Israel so handeln während der Trübsalzeit, dass der wird an so eine furchtbare Zeit ankommen, wo sie dort wollen sein, als Nation, nicht bloß Einzelne, aber dass sie als Nation dort wollen sein, dort Jesus es wirklich den sie gekreuzigt haben, es wirklich der Radar, der Messias, nur dem sie von der Tag lernen. Und hier sehen wir dort die Versprechung, was Gott, den Bund, was Gott mit Abraham, merken mit Isaac und Jakob und Moses und so weiter, mit den Propheten einmal waren, bestätigen, dass das wird passieren, der Zeit wird kommen. Aber hier auch während dieser Zeit, weißt du, wie kann das auch anwenden an uns Leben? Wenn wir gucken, dann was passiert mit vielen von unseren Menschen, wenn ich in Bolivien bin, da eine Kolonie mit den Prediger reden da, mit Menschen reden da, dann sage ich einmal, oh, das ist aber sei ja dies da, furchtbar bloß raufgegangen von einer Generation in eine andere Generation. Ich sehe, ein altes Teil früher, warum hat uns diese Dinge passieren? Die dann ihre Uhren noch machen, die seinen Worte passieren, wo sie bloß keine Macht haben nicht. Und ich sehe, was hier passieren, das ist nicht wirklich das Problem, was sie haben. Das ist nicht wirklich, was ein Problem ist. Dann sagt er, wenn das nicht ist, was ist dann das Problem? Ich sehe, das Problem ist, dass wir als Mennoniten, was uns Mennoniten nennen, by the way, wir sagen auch nicht wirklich die Mennoniten, viele von den Menschen, aber deutsche Menschen, weißt du. Ich sehe, wir haben uns nicht mehr bloß je hier, leider nur, ich sehe, Generationen 3 haben unsere Mennoniten Gott ihren Regen gedreht und haben sich Gesetze abgemerkt, menschliche Gesetze abgemerkt, und da ist, wo wir proben, die Menschen mit dem Himmel zu führen, und da wird nicht schaffen. Wir wollen einmal mit da kommen, wo Daniel und auch Nehemiah sagen, der Sinn bekannt, dass wir, meine Vorder, meine Vervorder, wir haben uns weitergedreht von Gott. Und da kommen, wo wir dort bekennen und Touchstonen, und dann haben wir die Versprechung, was Nehemiah hier sagt, er sagt, du hast versprochen, wann wir verstreut sind über die ganze Welt, aber wenn wir uns drehen, dann wirst du uns alle 3 annehmen. Weißt du, Schwester, du hast kein Mensch nicht, unsere deutschen Menschen, kein Mensch nicht, wo immer der ist, es sind Down, wo Deib und Drag, ein amoralisches Leben und furchtbar, wo das Leben versunken ist. Du hast keine Nation, kein Mensch so weit versunken, wenn er sich drehen hat nur Gott, dass Gott ihm nicht die Sinnen vergeben hat und ihn annehmen. Amen?
Was Gott hat zu uns als einzelne Personen und hat das auch als Nation. Denken an, wenn diese Versprechung wird Platz finden, zum Beispiel in Bolivien, wo mehrere hundert Länder sind. Da wird man einmal eine Dutzländer, eine Haft, wo da wird man einmal eine Dutzend oder 20 Länder das ansehen kann, und gingen auf ihre Knie und fangen an zu beten und bekannten ihre, und die Menschen ihre Sünden, wo sie bei sind. Und drehte sich noch Gott, denkt mal an, was da passieren wird. Das ist, wo wir verbeten tun. Das ist, wo wir alle verbeten tun. Wenn wir fragen tun, noch beten für Bolivien, das ist, was wir meinen. Dass wir beten und dass Gott wird eine Erwachung schenken. Ich sage einfach gesagt, dass ich lebe in Hoffweins, dass ich die Zeit erleben, und wir wollen die Zeit erleben, wie wir wollen sein, wo das passieren wird, besonders in Bolivien. Ich weiß nicht, ich rede viel von Bolivien, wenn es dort ist, wo mein Hort ist. Aber wenn ich mal rumkicke, da anziehen, von Jündharchen, dann sehe ich die Bedürfnisse an alle Wegen. Ich war meine Botschaft bloß, ich will meist kurz schließen. Und das ist bloß die Anleitung von Nehemia. Wenn Gott mir die Gelegenheit gegeben hat, in der Zukunft will ich wieder wohnen, was passieren dann mit Nehemia? Wo Nehemia sich reinmerken sollte, wo Gott am Brücken sollte. Bitte, dort bürgt Nehemia durchgehen und dort sein, wo Nehemia dort sollte, bitte beten, fasten und beten und heilen über die Menschen. Woher nun König kommen sollte, und vor dem König, und wo der König am Favor gab, und wo er kann dann alles auf Platz stellen und alles bedenken, was gebrochen wird. Und dann, wo er noch Jerusalem reisen und was passieren wird, wo er halt den Weg abbauen und was passieren wird, sehr, sehr große Lektion haben dabei. Das ist sehr interessant. Ich will ein paar Verse wieder lesen hier. Vers 10. Sie sind jedoch diene deiner und dienen Volk, was du gerat hast, durch deine große Kraft und deine starke Hand. Aber Herr, lot deine Ohren herhorchen, nur das Gebet von denen deiner und ab die Gebete von denen deiner, was deine Namen verrichten. Und lot denen deiner dort von der gelachen und Jafam genot für diesen Mann, für den Mann, für den König. Ich will die den König dort trinken und schenken. Und dann, wo wir sein, wieder sein, wo er für den König kommen, und wo Gott den König leiden, wo er am mithelfen, dass er kann nach Jerusalem gehen und so weiter. Was die Schwester, ich bin sehr, sehr dankbar für was ich sage, was hier in dieser Kirche passieren wird. Und an der Kirche passieren wird. Ich glaube, dass Gott das Arbeiten und Dinge passieren, was die verwichten bereit für Menschen, was passiert an Lighthouse Kirche in Purpurwa. Was tun die, dass die Menschen beten, klasse zu uns am Sinnhund. Was die Gäste zu uns, wie wir treffen, da sagen wir, ich weiß nicht, wo wir stehen, was wir vorbeiführen, wo ein gerautet Korn werden, der Heber voll Korn und Apfelgas werden Korn, was deuten die? Vielleicht sind sie gekommen zum Gebetsstand, ich bedeutet das ein bisschen. Ich glaube, allgemein, da die Menschen am Sinne zu uns kommen sie taub, und dann haben sie Parandas, kommen sie taub zum dort. Ich bin so froh und so dankbar, dass die Lighthouse Kirche kam taub zum Beten. Und Gott, das wird segnen. Ich will bloß hier mit Schlüten sagen, weil wir anholen, weil wir beten, dass Nehemia beten wird, weil wir beten und heilen, dass der Herr unsere Familie wird raten, wird nicht geraten sein. Wir haben eine Großtochter, die ist noch nicht zum Herrn gekommen. Viele verjüngt haben, Kinder, was der Mann nicht nachkommen. Wir haben das erreicht. Wir können beten und Gott wird arbeiten. Muss Gott
sein Wort segnen zu unseren Horten, weil wir noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir nochmal für dein Wort. Wir danken dir, Herr Jesus, für den Weg, was du hast abgemerkt. An dem, dass du am Kreuz auf Golgatha dein Blut verjährt, dass ehe du stirbst, deine letzte wir sehen, es ist vollbracht. Oh, Herr, wo dankbar wir sind, dass die Sündenschuld von der ganzen Menschheit ist betont. Und wir haben den Heiligen Geist gekriegt. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, der ich wem, wie dein Wort verstehen kann, der uns leiden wird an alle Wahrheit. Ich bete, Herr, dass du uns musst wiedersehen, brücken uns an dein Wienbeug. Herr, dass wir möchten eher zu lassen, Menschen anspannen, nach die zu kommen, und die zu geraten worden, und die zu loben und zu preisen. Bete ich in deinem Namen mit Danksagung. Amen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.